Sie liebt Pommes und war in einer toxischen Beziehung. Deshalb nennt sich Irina aus Wien toxische Pommes. Comedy-Star in den sozialen Medien, provokant, pointiert und politisch korrekt. Naja, die hat sich halt hochgeschlafen, ne? Typisch. Du, Günther, wegen der ausgeschriebenen Stelle. Ich hätte da eventuell wen, nämlich einen guten Freund von mir. Wir kennen uns vom Fußball schauen, er ist auch Austrianer. Lad mal ein. Es war Lockdown in Österreich. Ich war gerade aus einer Beziehung hinaus und war urtraurig und habe TikTok als eine Art Antidepressivum zum Schauen genutzt und habe dann irgendwann auch selbst Lust gehabt, selber Videos zu drehen. Gesellschaftskritik in 15 Sekunden, produziert im eigenen Wohnzimmer. Damit trifft sie einen Nerv. Allein auf TikTok über 4 Millionen Likes. Für Irina heißt Reichweite aber auch Verantwortung. Also mir ist klar, ich werde jetzt mit diesen Videos nicht irgendwie die Welt verändern oder irgendwas. Mir geht es in erster Linie darum, dass über bestimmte Themen einfach, dass ich vielleicht irgendwie auch darüber reflektiere. Ich wünsche mir, dass vielleicht manche Menschen einfach überhaupt auf bestimmte Themen einfach ein bisschen gestoßen werden und sich dann vielleicht über bestimmte Themen informieren. Auf der Plattform werden Themen wie Sexismus oder Rassismus längst verhandelt. Viele Leute schreiben Irina, sie finden sich in ihren Videos wieder. Andere fühlen sich ertappt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe absolut nichts gegen Ausländer, aber man muss schon sagen, das ist einfach eine andere Kultur. In ihren Videos verdichtet sie Beobachtungen aus dem Alltag, demaskiert soziale Ungleichheiten und verarbeitet eigene Erfahrungen. Guten Tag, herzlich willkommen in der Republik Österreich. Sie bekommen hier von mir für den Start 10.000 €. Sie haben Kinder? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Da gibt es auch noch einen Bonus von 1.000 € pro Kind. Grüß Gott, Herr Tschuxlowitsch. Wie Sie heißen gar nicht so. Ja, jetzt heißen Sie so. Sie holen sich jetzt beim Schalter 2 Steine ab von meinem Kollegen, der wird sie Ihnen in den Weg legen. Als Irina 2 Jahre alt ist, fliehen ihre Eltern mit ihr vor dem Jugoslawienkrieg. Konformistische Kindheit in der österreichischen Kleinstadt. Sie ist gut in der Schule und schämt sich für ihre Herkunft. Gehört eben nie ganz dazu. Ich weiß, dass ich sehr schnell das Gefühl hatte, ich muss doppelt so viel arbeiten, um gleich angesehen zu werden in der Schule. Und habe auch die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn ich das mache, dass das nicht passiert. Also zum Beispiel in Deutsch hat mir meine Lehrerin dezidiert gesagt, ich bekomme keine bessere Note, weil ich ein Ausländerkind bin. Hey Mama, можеш да дойдеш за 10 минути по мене? Inzwischen steht Irina zu ihren Balkanwurzeln. Kränkende Erlebnisse besetzt sie jetzt neu, nimmt ihnen die Wucht, indem sie darüber lacht. Humor als Ventil. Vielleicht hat sie da auch ihr frotzelnder Vater geprägt. Ein bisschen zeichnet schon die Balkan-Mentalität aus, dass man halt ständig witzelt und dass Humor einfach extrem wichtig ist und man ständig Leute auch ein bisschen aufzieht und auch so provokanten Humor macht, der oft auch echt ungut ist. Also ich sage jetzt nicht, dass das nur gut ist, aber es ist schon irgendwo ein Wesensmerkmal, würde ich sagen, der Mentalität. Heute arbeitet Irina als Juristin. Hier am Juridikum hat sie promoviert. Das elitäre Gehabe dort, Inspirationsquelle für ihre Videos. Manchmal frage ich mich echt, ob ich nicht glücklicher wäre, wenn ich einfach weniger Geld hätte. Toxische Pommes hält der Gesellschaft den Spiegel vor, entlarvt reiche Bobos genauso wie die Doppelmoral des linken Milieus, zu dem sie sich selbst auch zählt. Oh mein Gott, voll schlimm, was in Afghanistan abgeht. Vollste Solidarität mit Afghanistan. #Refugees welcome. Hallo? Nein, ich schaff's heute leider nicht zur Demo. Ich habe heute meinen Self-Care-Day. Bye. Sie kritisiert Verhaltensweisen, nicht Identitäten. Mit Stereotypen spielen. Unbedingt, aber respektvoll, ohne abzuwerten. Mama, darf ich fernschauen? Nein, Thomas, Fernsehzeit ist um. Du hast heute schon eine halbe Stunde ferngeschaut. Ich persönlich mag ja Klischees. Und es stimmt, bei mir in meiner Familie war immer der Fernseher an. Also viele von den Klischees stimmen halt auch. Also für mich in meiner Geschichte. In vielen das Problem mit Klischees ist halt, finde ich, wenn sie irgendwie so zu Annahmen werden. Wenn du davon ausgehst, jeder Mensch ist so, dann wird es, finde ich, zum Problem. Im Internet fühle ich mich sicher und wohl. Ich kann alle Menschen mit einem Klick blockieren, die mich nicht witzig finden oder nicht meiner Meinung sind.
Toxische Pommes. Nicht nur im Netz, jetzt auch auf der Bühne. Das.